Joel Becker! Wunderschönen guten Abend. Ich schreibe gerne Text über das Leben und bin wahnsinnig traurig und Elf der Brief aus Hogwarts nicht gewusst. Das ist alles, was man wirklich muss wissen. Es hat nicht mehr für die runde Brille gelangt und ab und zu eine Bühne, das ist schön. Und immer habe ich realisiert, hey, ich kann es ein bisschen zaubern. Nicht nur ich, nicht nur mir, auch sie können es ein bisschen zaubern. Das ist wichtiger denn je, so müsst ihr wieder bewusst werden, ganz richtig getönt. Jede Beziehung, die sie je eingehen mit anderen Menschen, fängt mit einem Wort an. Jede Beziehung, die sie aufhören mit einem anderen Menschen, endet mit einem Wort. Jeder Krieg, der auf Schlachtfeld ausgetragen wird, endet und beginnt mit Worten, mit Diskussionen, mit einem Manifest. Diese Geschichte als Mensch ist wahnsinnig näher verbunden mit Wort und das ist ein Text für Menschlichkeit. Und für jede Beziehung zu dem Wort heißt ein Wort, seit mehr als 1000 Bilder und glaubt das an. Die grenzenlose Dunkelheit, die als der Menschengeist noch nicht der Frage nach dem Sinn erlag, da es zu der Zeit keine Sprache und folglich keine Fragen gab, bricht, als ein Homo-Höhlenmaler einmal seinen Eisenoxid-Pinselstrich sie dann abbricht, die Stirn runzelt und den Kopf schräg legt und zu hören spricht. Warum? Warum? Warum malen wir eigentlich Petroglyphen? Warum? Der Christen-Adamsapfel ist der Helden feuerlich. Die Form der Worte mag sich ändern, was sie meinen, aber nicht sprechen heißt denken, reden, Bedeutung erschaffen in einem Wort. Das Wort trennt uns seither vom Menschenaffen. Der Mensch jagt Körner sammeln durch die Welt, beginnt sie sesshaft anzubauen und aus Erkenntnisapfelkernen sprießt der Sprachfamilie den Baum. Er blüht in abertausend Farben. In den Blumen, die er trägt, zeigt sich kulturell, sozial bedingt, wählt sich Diversität. Deren Wurzel liegt im Humus, der mit und durch den Baum steht. Man spricht von sprachbedingter, intersubjektiver Realität. Schließlich bricht die Schrift. Ami, als Ra, die geistige Nacht, der Mensch ist schlafend, geboren, auf Papyrus erwacht hat, er ist Gott, nach seinem Ebenbild und durch sein Wort erdacht und durch dasselbe kommen Perser, Römer und Mongolen an die Macht. Ein jedes Weltreich fußt auf ein Triplett in leichter Form der Variationen, das gleiche Glaube, gleiche Sprache, gute Kommunikation. Jahrhundert kommt, Jahrhundert geht. Die Wort-Gedanken-Symbiose zieht die Menschheit durch die Zeit. Ihr Papyrus, Pyramiden, Alphabet, Glas, Abakus, man denkt, erfindet und benennt und seitdem man den Buchdruck kennt, liest man schneller als man denkt. Der Mensch erschafft ein Wort für alles. Und irgendwann dann auch für nichts. Nichts. Es steht im Westen jener Karte, die der Captain sich erhält. Er steht im Vorderdeck einer Karacke, links und rechts 2 Karavellen, so beschreibt es ein Chronist, bis irgendwann die Glocken läuten und die Flotte aus dem Hafen in die blauen Meere sticht. Nächster Halt, die neue Welt. In der alten geht Geschichte weiter. Imperium um Imperium ist dann im Juni 1914 um den Mittag in Sarajevo und der Arsenal der neuen Wochen kam. I want you! Sie wollten nach ihrem Versprechen, die Knochen gleich Hinwärtsmühlen zerbrechen. Krieg zieht durch Europa, durch Tor, durch die Gräben, ein Auge um Auge, ein Leben um Leben, in Felder von Flandern, im Nebel, bei Ippern, Grossberger, Gasmaske, Sendgas, Kriegszittern. Es war doch nicht Gott, Mensch, es waren wir. Wir fanden erst das gottlose Prinzip und als uns, ob uns die Worte fehlten, die Worte dafür. Der Mensch entmenschlichte sich selbst, denn nur kurz darauf steigt aus Trümmern und Ruinen wie ein giftiger Rauch das Wort Heil als Unheil der Unartige auf. Braune Gedanken sind verformte Sprache, dies pervertiert Aussagen und verzerrt Gesicht. Man kann nicht über Sprachmuster sprechen, wenn man ernsthaft über das Böse spricht. Es ist das Wort raus, das ein Glaskopf einem Flüchtlingskind entgegenschreit, wenn seine rechte Hand der Welt ein 5:12 anzeigt. Es ist das Wort Gutmensch, das nach alter Art verliert, mit Güte und Menschlichkeit schlechte Werte assoziiert. Inflation kann abgrenzen, ein einziges Wort kann töten. Zeig mir ein Bild mit der Kraft, das dasselbe, geschweige denn das 1000-fache schafft. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es das Wort Mama, das mit dem ersten Atem kommt und mit dem letzten wieder geht. Es ist das erste Nein zur Ungerechtigkeit, dass man erhaucht, dass man spricht, der Schlag des Schmetterlings, der welche Planei zusammenbricht. Es ist das Wort Hoffnung, das kerzengleiche Dunkelheit erhält, wenn die Nacht, die wir uns machen, unser Bild von uns entsteht. Es ist der Moment, an dem wir nichts sagen und uns trotzdem verlieben. Oder Liebe sagen
und auch wirklich Liebe meinen. Worte sind die Farben unseres Weltbilds. Die Brille für persönliche wie kollektive Sicht ist, du bist mir ein Mensch, denn hör ihm zu, wie er spricht. Von dem Gott del Castillos bis in die moderne Welt. Erdichten wir sie göttergleich, wie sie uns gefällt. Tragödie, Komödie. Die Form weiß der Autor ein. Es zeigt und liegt an jedem von uns. Was denken wir? Was gedenken wir zu sagen? Und wer versprechen wir zu sein?